seid begrüßt. Dort Esther und das ist Proste Yiddish, ein Yiddish-Podcast für alle, was willen hören ein bisschen poschete Yiddish. Ihr lernt sich Yiddish? Ist das ein Podcast für euch. In Episode 7 wollen wir hören von noch einem Gast, Reuben. Joshua wohnt euch in Melbourne und wird reden wegen unser jiddischer Chor. Ich freue mich sehr, wenn Menschen stützen Proste Yiddish und schicken mir Rekordierungen. Ach, gar schön. Und als ihr wollt, könnt ihr euch Anteil nehmen in Proste Yiddish. Schickt mir ein Voice-Memo. Wir wollen bald hören von Joshua, aber KÓYDEM-KOL wollen wir spielen in Mysteriezer Mentsh. Mysteriezer Mentsh. Kennt ihr treffen? Wer ist der Mysteriezer Mentsh? Der Mysteriezer Mentsh in dem Episode ist ein bisschen schwer, mit einer Sachgeschichte, das heißt Historie. Gitter guck in einem Transkript für Links und Vokabular. Der Mentsh ist geboren geworden in Wilner in der Liter in 1908 in einer armen Mischpoche. Und der Mentsh ist bald geworden ein YÓSEM. Seine Tate Mama seien gestorben in der ersten Welt-MILKhÓME. Wie eine Jugend ist der Mysteriezer Mentsh gewesen ein Kommunist. Die Polizei hat ihn arrestiert und ist gesessen in TFÍSE eine lange Zeit. Der Mysteriezer Mentsh hat geschrieben Lieder und euch MÁYSES und Artikeln. Ist gewesen ein wichtiger Mitglied von Jung Wilner. Jung Wilner ist eine literarische Gruppe. Wenn die Nazis seien angekommen in Wilner, ist der Mysteriezer Mentsh gegangen durch Städtlich und Dörfer und sich gemacht als ein Taubstummer. Das heißt ein Mensch, was kann nicht hören und kann nicht reden. Wenn der Mysteriezer Mentsh ist rein in Wilner Ghetto, hat geschrieben Lieder, also wie Jugendhymnen und euch Stille, Stiller. In Ghetto hat gearbeitet mit der Papierbrigade, was haben geratet Bücher und Dokumenten von den Nazis. Der Mysteriezer Mentsh ist gewesen Mitglied von der Vereinigten Partisanenorganisation. Ist heraus von Wilner Ghetto in 1943 und hat gekämpft mit den Partisanen im Wald. Der Mentsh hat übergelebt der Mylchama und geschrieben Sachbücher. Hat euch geschrieben Lieder nach der Mylchama, also wie Gäschän und Soll schon kommen die GEÚLE. In 1950 hat besetzt in Buenos Aires, Argentinien, und ist gestorben in 1954. Das ist unser Mysteriezer Mentsh. Ihr wisst, wer ist der Mentsh? Und jetzt lassen wir hören von unserem Gast. In dem Episode wollen wir hören von Reuben. Shalom Aleichem. Ich heiße Reuben. Ich bin 27 Jahre alt und ich wohne in Melbourne, Australien. Ich bin ein Jiddisch-Lehrer bei der Shalom Aleichem Schule da in Melbourne. Ich schätze Naches von lernenden Kindern die jiddische Sprache und Kultur. Ich bin euch ein Akteur auf der jiddischen Bühne beim Kadima Kulturellen Center und ich sitze auf ein paar Komiteeten. Die ganze יידיש-רעדנדיקע Kehille da in Melbourne ist mir heimisch, aber ich will reden speziell wegen dem Chor. Der MILKhÓME Chor
hat sich angehäuben unter einen Flügel von dem Bund mit 15 Jahren zurück. Ich bin ein Mitglied sind 2015 und es ist bei MS ein Vergnügen singen mit sie jede Woche. Die wunderliche Tommy Kalinski ist unser Führer und sie spielt Piano mit Energie ohne Schier. Wir haben mehr von 200 jüdische Lieder, sei freilich, sei unmächtig. Es ist mir stark gefallen, die Lieder von Liebe und Bänkschaft. Wir singen in Konzerten und Akademies, lemaschel beim KÓYDEM-KOL Festival und le KÓYDEM-KOL Aber wenn wir singen nur zwischen sich und schmusen nach jedem Lied, ist das Tacke heimisch. Das ist der Sof von Episode 7. Dank Joshuen, dank euch. Ich bin euch Vakatsie. Wir wollen reden in ein paar Wochen herum. Bis demnächst, bleibt gesund und stark.